Ja, hallo, herzlich willkommen. Ein gutes neues Jahr noch nachträglich, wenn ich es noch nicht gewünscht habe, zu 2016. Und los geht's wieder mit den ersten Videos. Ja, aufgrund vieler Fragen meiner GoPro-Videos, wie man die Farbbrillanz eigentlich richtig herbringt, da gibt es einen guten Trick, nur viele werden ihn leider nicht anwenden. Das Geheimnis in der GoPro selber ist, hier die kleine GoPro, das Geheimnis liegt darin, in diesem Gehäuse, da ist das Funktion ProTune oder ProTune versteckt. Es gibt zwei Varianten, mit eingeschalteter ProTune-Funktion aufzunehmen oder man lässt sie ausgeschalten. Im ausgeschalteten Zustand nimmt ProTune, wenn ProTune ausgeschaltet ist, nimmt GoPro von Haus aus schon eine hohe Qualität, also die Farbsättigung, Schärfe schon voreingestellt, ist aber meiner Meinung nach schon etwas komprimiert. Das Geheimnis darin, was GoPro sich da einfallen lassen hat, ist die Funktion ProTune. Ich zeige dann, wie man die einschaltet. ProTune kann man bei alle Sequenzen einschalten, beim Fotomodus, Videomodus sowieso, bei 2,7K, 4K und bei 1080, also Full HD Aufnahmen. Dann kommt noch hinzu, ich nehme grundsätzlich meine Videos in 2,7K auf und nehme unter Umständen bei Landschaftsaufnahmen den Weitwinkel, und man kann auch mit Medium filmen. Das heißt, beim Medium ist der Fisheye-Effekt schon fast wie weg komprimiert. Rendern tue ich das Ganze immer in meiner Videobearbeitungssoftware. Ich selber nehme ja Cyberlink Power Director 14 her, rendere immer alles runter auf normales Full HD. Und daher bleibt die Schärfe trotzdem erhalten. Aber was das ProTune auf sich hat, wenn man Videoaufnahmen macht im eingeschalteten ProTune-Modus und sieht das Rohmaterial auf dem PC an, dann wird man erschrecken und sagen, diese Funktion werde ich nie wieder einschalten, weil das Videomaterial sieht richtig flach, flau aus. Da ist keine Schärfe vorhanden. Und das ist genau das Geheimnis. Meiner Meinung nach ist das eingeschaltete ProTune nichts anderes wie so eine Art RAW-Format, wie man es von den Spiegelreflexkameras her kennt. Und erst wenn man in der Bearbeitungssoftware wie GoPro Studio, ist eine kostenlose Software, die kann man sich herunterladen. Und dann erst, wenn man das ProTune in der Software drin aktiviert, dann wird man erschrecken, weil die holt alles raus, was die GoPro hergibt an Bildqualität, Schärfe vom Allerfeinsten. Ich zeige euch jetzt dann hier auf dieser kleinen GoPro Hero 4, wo das ProTune sich verbirgt. Das findet man nämlich im Menü drinnen. Und dann mache ich draußen mal eine Probeaufnahme mit eingeschalteten ProTune und wie man es im GoPro Studio richtig zur Geltung bringt. Also, ich zeige euch schnell das Menü. Ja, nachdem ich jetzt die Probeaufnahme draußen im Freien gemacht habe, mit eingeschalteter ProTune-Funktion, braucht ihr natürlich das kostenlose GoPro Studio, und nämlich in der kostenlose GoPro Studio Software, was extra GoPro entwickelt hat, ziehen wir erst das Rohmaterial dann hinein. Und dann werden wir dieses ProTune in der Software nochmal aktivieren, und dann kommen die brillanten Farben sowie Schärfe, alles zum Vorschein. So in der Ferie, das schaut auch immer recht scharf aus, wenn er auf dem Video ist. Und das erzielt man nur mit ProTune. Wenn es natürlich schnell gehen soll, ist ProTune im ausgeschalteten Zustand auch eine gute Lösung. Nimmt tadellos auf, aber ich bin der Meinung, mit eingeschalteter ProTune-Funktion holt man wirklich alles raus, was man aus der GoPro rausholen kann. Und immer in
höheren Format aufnehmen, wie man es runterrendert, so wie ich 2,7K oder 4K geht auch, wie das Seebrück-Video auf dem Steg. Das habe ich mit 4K aufgenommen und habe es in der GoPro Studio bearbeitet und dann im Schnittprogramm runtergerendert auf 1080 Full HD. Und dann hat man hier eine tadellos brillante Schärfe. Also ich schalte jetzt dann rüber ins GoPro Studio und zeige euch, wo man diese Funktion findet. Also bis gleich. So, jetzt bin ich bei der GoPro. Die GoPro habe ich jetzt eingeschalten. Ich hoffe, dass man das so einigermaßen sehen kann. Ich bin jetzt im Videomodus. Eingestellt ist 2,7K und 24 Frames in der Sekunde Weitwinkel. Jetzt kann man in der Seite in das Menü reingehen und dann kann ich hier durchblättern. Hier haben wir den Weitwinkel, Low Light, das lassen wir ausgeschalten. Was das genau ist, weiß ich jetzt nicht. Blättern wir mal durch. Spotmeter lasse ich auch aus. Und hier kommt diese Funktion ProTune. Also einfach im Videomodus ins Menü reingehen. Und das kann ich jetzt ausschalten oder einschalten. Ich schalte es jetzt ein. Dann den Weißbalance, den lassen wir auf 5500 Kelvin. Das lassen wir so. GoPro Color, das ist die Farbe, die lassen wir auch stehen. ISO-Limit, je nachdem. Tageslicht lasse ich bei 400, sonst kann man 800 auch nehmen. Die Schärfe, Belichtung lassen wir auch bei 0. Da könnte man die ganzen Einstellungen wieder zurücksetzen. Das machen wir jetzt in dem Fall auch nicht. Und das war's schon. Jetzt ist die ganze Funktion eingestellt. 2,7K, 24 Frames und Weitwinkelmodus. Jetzt gehe ich mal ins Freie, mache eine Probeaufnahme und dann sehen wir uns wieder herin. Ja, ich befinde mich jetzt im Freien und habe bei der GoPro ja drinnen schon die Einstellungen gemacht, ProTune eingeschaltet, 2,7K, 24 Frames und Weitwinkel. Und jetzt mache ich hier von dieser Szene eine Videoaufnahme, die nimmt jetzt auf. Machen wir extra mal so einen Himmel. Einen kleinen Schwenk. Dann haben wir den Boden. Gut, das sollte reichen für den Test. Video wird gespeichert. Fertig. Kamera schalten wir aus. Ich bin jetzt wieder erinnern, die Aufnahme habe ich gemacht mit der GoPro, mit eingeschaltetem ProTune. Und wie ProTune weiter bearbeitet wird, das zeige ich euch anhand des kostenlosen Software von GoPro Studio, wo man die runterlädt. Das zeige ich euch jetzt gleich. Ich starte jetzt dazu mal den Browser. Den Link habe ich übrigens schon mal kopiert. Einfügen und hier haben wir die Software, wo man runterlädt. Wie gesagt, den Link tue ich unten wieder in die Infobox mit rein, damit jeder die Möglichkeit hat, die Software kostenlos runterzuladen. Also hier ist die Software GoPro Studio, die ist kostenlos zum Runterladen. Die herunterladen, installieren und schon kann man mit ProTune arbeiten. Dazu braucht man wirklich die Software GoPro Studio. Ich denke mir zwar, es geht mit jeder x-beliebigen anderen Software auch, aber aus eingeschalteten ProTune kann man einiges herausholen. Und jetzt Film ab. Und zwar starten wir
Proton. Proton ist jetzt gestartet und das ist der Startbildschirm von, wenn Proton gestartet wird, also GoPro Studio. Dann werden wir hier den aufgenommenen Clip hineinziehen. Das ist jetzt dieses Video, der Clip mit eingeschalteten Proton, und das ist, was ich gesagt habe, das Videoaufnahme, das wirkt einfach flach. Wir wollen aber das Bild, wir wollen jetzt alles Mögliche von der ganzen GoPro rausholen, was zum Rausholen ist, und das funktioniert wirklich nur mit dieser Software. Also wenn dieses Clip Import Nav Files reinkopiert worden ist, hineingeladen ist, müssen wir es hier in die Konversionsliste rüberbringen. Bei Advanced Settings lassen wir alles so wie es ist. Das Video wurde aufgenommen mit 2,7K und 23,97 Frames, also 24 Frames. Das lassen wir auch. Speed Up, kein Häkchen rein. Fileformat lassen wir AVI. Qualität tun wir auf High. Fisheye lassen wir auch weg. Remove Fisheye Entfernung. Und Remember Setting lassen wir auch den Haken heraus. Dann auf OK. Und dann tun wir hier den Clip mit dieser Einstellung hier in die Konversionsliste hineinfilmen. Das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt tun wir das schnell einmal konvertieren. Da läuft jetzt der Processing-Balken. Das geht eigentlich ziemlich flott. Also wie gesagt, hier haben wir jetzt das rohe Videomaterial, wo meiner Meinung nach eine Art RAW-Format ist. Und im RAW-Format ist alles, was die brillante Qualität hat, ist darin versteckt. Und das ist das Geheimnis von Proton. Und was genau, wie GoPro das gemacht hat, das weiß mittlerweile, glaube ich, noch keiner. Aber hier kann man alles rausquetschen aus der GoPro, was zum Rausholen ist. Er ist jetzt fertig. Und wenn er fertig ist, dann können wir auf Step 2 gehen. Das geht aber hier unten auch. Step 2. Dann macht ein Browse Edit Templates auf. Das machen wir wieder zu. Den Clip, der ist jetzt hier vorhanden. Den ziehen wir jetzt hier in die Video-Timeline. Jetzt ist er schon herin. Und jetzt kommen hier unten die versteckten Sachen. Und zwar versteckt sich hier mehrere Einstellungen. Send Color, Telephone Night, Night Vision, und hier ist das entscheidende Button zum Anklicken, Proton. Proton hat jetzt hier in diesen ganzen Parameter verändert, die Schärfe eingestellt, den Kontrast verändert, die Farbe verändert, und hier würde ich nicht mehr groß was verändern. Das einzige, was ich meistens verändert, ist hier der Weitwinkel, der leichte Weitwinkeleffekt. Der geht dann immer zu weit, den tue ich ändern auf 0,7 und das reicht schon aus. Und wenn das da herin erledigt worden ist und bin fertig, dann kann ich Step 3 das Video fertig exportieren in voller Schärfe. Und das lassen wir gleich unten auf Custom, oder wie man sagt. Ihr könnt es hier oben auf YouTube rendern, auf 1080p, wenn man Computer oder TV. Ich lasse es aber hier unten stehen, weil ich will es in der vollen Auflösung haben, in 2,7K. Und dann Export. Dann geben wir den Ding bloß einen Namen, Test GoPro. Und das legen wir auf den Desktop und speichern. Sobald man auf Speichern klickt, fängt er mit dem Render des Clips an. Also wie gesagt, es gibt nicht viel zum Einstellen, das geht alles automatisch. Also, aber ihr werdet staunen, was für Bildqualität Proton überhaupt eigentlich ist.
Also meine Empfehlung ist, Proton eingeschaltet lassen und schon hat man die volle Leistung, was die GoPro an Bildqualität und Schärfe hergibt, wieder. Also vielen Dank fürs Zuschauen, euer Helmut, die Janker Filmschmiede. Ladet euch GoPro Studio runter, ist völlig kostenlos und ihr werdet staunen, es lohnt sich.